Kratos, deine Suche ist zu Ende. Als erster Sterblicher hast du die Büchse der Pandora gefunden. Es ist noch Zeit, Athen zu retten. Bringe die Büchse zurück in meine Stadt und töte damit Ares. Kehre zurück nach Athen, Kratos. Kehre zurück und rette meine Stadt. Bringe die Büchse der Pandora zurück nach Athen, Kratos. Ohne sie kannst du Ares nicht töten. Nach 1000 Jahren war die Büchse der Pandora endlich befreit. Kratos besaß nun das Mittel, um den Kriegsgott zu töten. Weit weg in Athen wusste Ares, dass Kratos Erfolg gehabt hatte. Nun denn, Spartaner, du hast Zeus' kostbare Büchse gefunden. Aber du lebst nicht lange genug, um sie zu öffnen. Dafür sorge ich. Leb wohl, Spartaner. Du wirst auf ewig in den Tiefen des Hades verrotten. Als das Leben aus Kratos entwich, kehrten seine Gedanken zu jener Nacht zurück. Selbst im Tod wichen die Erinnerungen nicht von ihm. Denn wie sollte er vergessen, seine Familie getötet zu haben? Ein grausamer Trick, ersonnen vom Gott des Krieges. Mein Weib, mein Kind. Wie? Ich ließ sie in Sparta. Du hast meine Erwartungen erfüllt, Kratos. Jetzt, wo dein Weib und Kind tot sind, kann dich nichts mehr halten. Du wirst noch stärker werden. Du wirst zum Tod selbst. Doch als die Flammen den Tempel verschlangen, erkannte Kratos seinen wahren Feind in dem Gott, der ihn einst gerettet und der ihm nun alles genommen hatte. Ares! Von dieser Nacht an wirst du für alle sichtbar ein Zeichen deiner schrecklichen Tat tragen. Die Asche deines Weibes und Kindes wird auf ewig an deiner Haut haften. Und dieser Fluch ließ alle erkennen, welch Untier er geworden war. Mit weißer Haut, gefärbt von der Asche seiner toten Familie, war der Geist Spartas geboren. Am Ende, im Tod, hatte er versagt. Als die Schergen des Ares die Büchse nahmen, schwand das Leben aus Kratos und seine Seele fiel in die Feuer des Hades. Und Kratos fiel in die Unterwelt.
in den Fluss Styx, dessen starke Strömungen selbst den stärksten Sterblichen zu seiner letzten Ruhe zu bringen vermochten. Aber Kratos war noch nicht bereit für die letzte Ruhe. Er wollte leben, zur Erde zurückkehren und seine Suche vollenden. Lass los, Narr! Reiß mich nicht in diesen verfluchten Fluss! Ich habe dort oben noch eine Aufgabe. Und die werde ich erfüllen. Du schon wieder? Au! Ah!